Heute zusammen, das ist Kranklitis oder Chris. Das mal ein bisschen leislicher, weil es ist jetzt irgendwie 2 am Morgen gewesen. Und ja, ich bin ein bisschen müde. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen in meinem Gesicht an. Meine Augen sind sehr, sehr strapaziert worden. Aber ja, so ein ganz geniales Erlebnis. Kann wirklich. Das Teil hier, das kleine, wo man jetzt nicht wirklich so viel sieht wegen dem Licht, das angelöste Rift, ist ganz easy zum Installieren. Man muss es eigentlich nur anschließen, muss keine Treiber und nichts ja, auf den Laptop hauen, was ich eigentlich noch chillig gefunden habe. Und für die eben Brillenträger sind, die Frage ist ja schon auftaucht. Es ist so, dass es 3 verschiedene Linsen gibt hier im Inneren, vielleicht sieht man es ein bisschen genau. Und ich habe ja eine relativ starke Korrektur, minus 4,5 ist es mittlerweile, glaube ich. Und es sind wirklich Linsen, die so stark Kurzsichtigkeit korrigieren. Und von dem her hat es bei mir eigentlich gut funktioniert, nachdem ich es passend habe eingestellt habe. Das heisst, ich habe die Brille abgezogen und habe dann eigentlich direkt das Oculus Rift angelegt. Man kann es auch mit der Brille, anlegen. Jetzt schnell schauen. Es ist aber so, dass meine Hornbrille hier ist eigentlich fast zu fett. Das ist dann mühsam, vor allem drückt es auf die Bügel. Das ist meine alte Brille, das ist wirklich nur so ein dünnes Gestell. Und mit der geht es eigentlich noch gäbig. Aber für mich ist es so, wenn ich keine Brille brauche, dann muss ich es eigentlich nicht unbedingt anlegen. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Es ist so, dass man sich wirklich ein bisschen daran gewöhnen muss. Und ich habe jetzt etwa 1,5 Stunden so ein bisschen ausprobiert, habe ich etwas ganz Sanftem angefangen, wo man so ein bisschen um die Welt herumfliegt und einfach mal ein bisschen staunen kann, wie es aussieht. Dadurch, dass die Auflösung relativ tief ist, 1280 auf 800 und man dann eigentlich fast jedes einzelne Pixel sieht, ist man am Anfang nicht enttäuscht, oder ich war es auch nicht, aber zuerst schon ein bisschen schockiert. Ist das jetzt wegen meinen Augen, ist das wegen der Einstellung, es geht ab. Und wenn man sich dann aber ein bisschen aufs Game einlässt und sich ein bisschen daran gewöhnt, dann geht es eigentlich. Ich freue mich schon extrem auf die Full-HD-Version, weil dann wird es dann richtig, richtig wunderschön. Vom Gefühl her, gewisse Distanzen mal im dreidimensionalen Raum zu sehen, ist es echt abgefahren. Und es ist so, dass ich dann nach dem Weltraum umfliegen habe ich so irgendetwas Science-Fiction ausprobiert, wo man so ein bisschen aufläuft, wo so ein bisschen Partikelsysteme, Effekte herrschen. Hat auch ganz cool ausgesehen. Dann habe ich so ein Horror-Game gespielt. Ich weiß auch nicht genau. Man ist halt so ein bisschen durch den Wald gelaufen, wenn man es kennt. Und dann ist zum Teil noch ein kleines Mädchen auftaucht und dann haben wir wieder ein bisschen säckeln. Ja, man kennt ja das Prinzip. Und das war relativ straub, vor allem mit den Kopfhörern noch, so schreiende Stimmen und so. Und wie es in diesem dreidimensionalen Raum hat ausgesehen, also wirklich noch abgefahren. Und habe dann eigentlich zum Half-Life 2 gewechselt. Dort kann man ja schon relativ gäbig über das Team Fortress 2 eigentlich kalibrieren, wie gross dass man das Sichtfeld hat. Und das ist wirklich ganz geil. So ein Typ, der einem am Anfang so ein bisschen den Weg weist, für die es können, mal vor sich zu sehen und den einfach so anzuschauen. Man ist etwa gleich gross, wenn nicht ein bisschen kleiner als die Siechen. Du siehst eigentlich das Gesicht, schaust runter, siehst ihren Körper und so. Und es ist wirklich faszinierend. Man läuft dann in die Empfangshalle rein und wo man bisher einfach durchgelaufen und man denkt, ja, das ist eh nicht interessant. Dann bleibt man einfach mal stehen und schaut ein bisschen um, schaut ein bisschen rauf, schaut ein bisschen runter. Ey, ich sage euch, es ist wirklich eine Revolution, wenn sie das mit dem Full HD gut herbringen, wenn sie das mit der Steuerung noch ein bisschen herbringen, weil es ist so, dass Strafen, also links, rechts ziehen, fühlt sich sehr schräg an. Wenn das allzu häufig machst, kommt es mir fast ein bisschen schlecht, weil es ist auch extrem unnatürlich. Ich meine, wer läuft schon so im echten Leben? Und was ich auch gemerkt habe, ist, mit dem Controller ist es zwar gut, zum Vorwärts- und Rückwärts zu laufen, weil die Tastatur ist eigentlich näher, ja, entweder drückst du den Knopf oder nicht. Das heisst, im Half-Life 2 ist dann Vollgas oder nicht. Und das ist auch ein bisschen komisch abrupt, weil so bewegt sich eigentlich auch fast niemand. Und mit dem Controller, mit dem Xbox 360 Controller, den ich spiele, ist es ein bisschen angenehmer. Was aber ganz unangenehm ist, mit dem rechten Stick,
weil ich kann rumschauen und dort, wo ich her schaue, läuft er auch. Aber wenn ich natürlich näher mal 180 Grad mich möchte drehen, brauche ich gleich den Rechtsstick. Einfach zum Links und Rechts drehen. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Auf jeden Fall ist es so, dass der Stick fühlt sich auch extrem unnatürlich an im Vergleich zur Maus, wo man halt viel ein flüssigeres Erlebnis hat. Also momentan, so ein bisschen zum Experimentieren, habe ich den Controller in der linken Hand zum Laufen, führen und zurück und dann mit der rechten Hand Maus bedienen. Ist sicher nicht optimal, aber geht jetzt eigentlich gerade für mich am gäbigsten. Leck bin ich müde. Ich habe auch ein bisschen eckig gestanden, weil ich so manchmal immer wieder auf und runter geschaut habe. Wow, also wenn Games rauskommen fürs Rift, ein bisschen angepasst sind, auch für Steuerung ein gutes Konzept herausgefunden worden ist, eben Full HD ist anders im Fall, wirklich anders. Es ist unglaublich, das mal zu sehen und ich will das hier niemand allzu lustig machen. Eines Tages werdet ihr das sicher auch mal ausprobieren können. Und bis zu diesem Zeitpunkt lohnt es sich zu warten, weil eben jetzt nicht Full HD-Version merkt man schon, dass grafisch wirklich noch einiges rauszuholen ist. Und darum möchte ich ja, jetzt mit dem Wort enden, wer die Möglichkeit hat, mal so eins auszuprobieren, macht das auf jeden Fall. Tut vielleicht 1 bis 2 Stunden sogar einrechnen, weil man muss sich wirklich zuerst ein bisschen daran gewöhnen, man kann nicht gerade voll einsteigen. Wenn man ein bisschen jünger ist, geht es vielleicht ein bisschen einfacher, aber ja. Es ist wirklich ein Erlebnis, es ist wirklich ein Erlebnis. Das letzte Mal, als ich mich so geflasht habe von einem Videogame, auch eben, was der 3D, der räumliche Effekt betroffen hat, war eigentlich fast das Mario 64. Und das ist mittlerweile schon ein Zeitchen her. Das Gamen mit einer 3D-Brille oder so ist nie das Gleiche. Es ist wirklich nicht das Gleiche. Dadurch, dass man herumschauen kann, man ist einfach schon ein bisschen drin. Man ist einfach schon ein bisschen drin in diesem Game. Also die Zukunft sieht absolut rosig aus. Ich gehe jetzt mal pennen, weil ich bin richtig durch. Mal schauen, wie es mir morgen geht. Ich tue sicher dann noch ein bisschen weiter trainieren in dem Sinn, damit ich halt ja, besser mit dem 3D-Raum klarkomme. Hey. Ja, schlaft gut oder einen schönen Morgen, einen schönen Tag, wenn auch immer das ihr schaut. Meine Augen sind wirklich durch. Das ist vielleicht ein bisschen ein negativer Nebeneffekt momentan, der eben länger als 2 Stunden halt die Sachen nicht durch. Ja, also, macht's gut, tschüss zusammen.